Salut alle Guten an freut mich zu gesehen, dass ihr mat dabei seht. Wenn die Lust mat zu machen, denkt wie man drohen erst abzuwärmen, an Regen zu halten. Aber wenn die soweit seht, da kann man loslegen. An Haut probieren wir pur Ground Moves zu machen. Das heißt Tricker und Boden. Wir fangen heute an mit einem relativ einfachen Trick, und zwar einem Flick-Up. Ein Flick-Up, für die, die nicht wissen, ist ein Trick, wo du den Ball Boden hast und du probierst den Ball vom Boden an die Luft zu kriegen, für dass du kannst anfangen mit Jonglieren oder den ersten Tricker kannst machen. Bei diesem Trick platziert er ihren schwachen Fuß neben den Ball und ihren starken Fuß benutzt er, für den Ball wieder die Seite von ihrem schwachen Fuß zu schießen und dass durch den Kontakt eben der Ball nach oben fliegt. Was wichtig ist, dass die Bewegung von einem starken Fuß weiterfährt. Weil wenn die das nicht macht und er stehen bleibt, dann könnte der Ball zwar nur oben, aber berührt dann das Bein und die kriegt den Trick nicht hin. Denkt daran, dass er einen starken Fuß zurückbringt, für den Ball zu fangen. Und schon hat er ihren ersten Flick-Up gelernt. Okay, als nächstes probieren wir pur Ground Moves zu machen. Ground Moves sind von Tricker, wo der Ball praktisch die ganze Zeit am Kontakt mit dem Boden ist. Leider sind Ground Moves nicht so meine Spezialität. Aber wenn ich nicht gut kann, dann sieht das ein bisschen so aus, wie wenn ich gegen meinen Ball tanze. Also ein kleiner Clip von einem Kollegen von mir aus Dänemark, der Licht coole Sachen nur, weil er sieht richtig cool aus. Was wir heute probieren, ist ein Basic Ground Move Combo, die relativ viel benutzt wird und die nicht allzu schwer ist. Okay, Step Nummer 1. Die legt den Ball vorne auf den Boden und platziert ihren starken Fuß auf den Ball. Step Nummer 2. Die rudelt mit ihrem starken Fuß den Ball nach hinten und am schwachen Fuß sprang dann auf 4. Am starken Fuß ist dann noch immer im Kontakt mit dem Ball. Step Nummer 3. Die sprang mit einem schwachen Fuß nach hinten und ihren starken Fuß bringt er nach 4. Und dann probiert er diese zwei Bewegungen ein paar Mal hintereinander zu machen. Wie ihr seht, wenn ich den Ball 4 habe, sind ich mit meinem starken Fuß praktisch mit der Fest um den Ball. Wenn der Ball hinten ist, da sind ich mit den 7 Spitzen um den Ball. Okay? Ich halte mit der Fest und hinten mit den 7 Spitzen vom Fuß. Okay, Step Nummer 4. Wenn der Ball hinter ihrem Körper hat, dann holt er ihn hier rüber und stoppt ihn mit ihrem schwachen Fuß. Step Nummer 5. Die holt den Ball an dieselbe Richtung zurück, von der er gekommen ist. Und dann probiert er mit einem starken Fuß mit den 7 Spitzen zu stoppen. Step Nummer 6, die bringt den Ball nach 4. Und dann hat er schon die ganze Combo gepackt. Was wichtig ist, für das ein bisschen energetisch aussieht, ist, dass er den Sprung relativ groß macht. Okay? Wenn er so einen kleinen Sprung macht, dann sieht er doch nicht so cool aus. Also zum Schluss weisen ich euch noch ein kleines Combo, die relativ einfach ist zu lernen und die ihr vielleicht sogar schon bei verschiedenen Fußballspielern gesehen habt. Als allererstes probiert ihr mal Folgendes zu machen. Die legt den Ball vorne auf den Boden, platziert ihren starken Fuß auf den Ball und da holt er den Ball links längs ihrem Körper nach hinten. Und stoppt den Ball mit dem selben Fuß. Und die holt er nach 4. Probiert die Bewegung ein paar Mal zu machen, dass ihr ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Step Nummer 2. Probiert ihr nicht den Ball hinten zu stoppen, aber die geht mit dem selben Fuß mehr weit wie der Ball und über den Ball.
Okay. Holt Ball nach hannen, geht iwwer de Ball. Setzt de Fuß op de Boden. Denno geht davon just darum, dass der Lo nach Äre schwache Fuß iwwer de Ball bringt an eurem op de Boden setzt. Und immer so weiter. Was halt noch wichtig ist, für das hat ganz cool ausgeseit, die muss am wirklich iwwer de Ball sprangen mit den 2 Seiten an do so gewisse Flow mat dra bringen. Passt du op, dass nicht op de Ball sprangt, weil das kann dann schief ausgehen. So, das war dann noch von meiner Seite für dieses Video. Wenn dir du baust irgendwelche Vorschläge hast, weil dir für Tricker wollt lernen, dann sagt mir gerne Bescheid, weil ganz ehrlich gesagt, mir gehen so Lust Ideen aus und es wäre natürlich auch flott, wenn wir uns Tricker könnte machen, die dir auch Feld machen und nicht nur die Tricker, die euch vorschreiben. Von daher, merci für das Mitmachen und wir sehen uns dann am nächsten Video. Bis dann.